Hallo, da ist der Grilluli. Hören ihr bei Salis trifft. Podcast unter die modernen Medien. Tschüss. Salis trifft. Die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Hallo und willkommen bei meiner neuesten Folge von Salis trifft. Und heute mit einem ganz speziellen Gast. Wir kennen einander persönlich, wir haben schon verschiedentlich miteinander zu tun gehabt, bei Messemoderationen. Und ihr, Herr und Frau Schweizer, kennt ihn aus 10 Jahren SRF bei den Leuten live, wo er Gäste bekocht hat, wo er in der Sendung gekocht hat, und das hat er wirklich im Griff. Er ist gelernter Metzger, er ist Aushängeschild für Aldi Swiss, man kennt ihn aus der Fernsehwerbung, und heute ist er bei mir in der Sendung und ich freue mich riesig. Wir sitzen jetzt in seinem Auto rein. Das ist jetzt also eine Premiere. Ich freue mich auf den Grilluli. Schön bist du da. Ja, Sali, Gianfranco, hallo miteinander. Freut mich auch. Grilluli, wie fängt ein Tag bei dir an? Indem dass ich aufstehe, das erste Mal. Aber das ist relativ früh, also der Wecker schält das um die 5 Uhr an. Und dann geht's auf, dann geht's relativ schnell ab in die Metzg, wo ich dann meine Vorbereitungen treffe, je nachdem, was ich dann gerade alles auf dem Programm habe, sei es Grillkurs, sei es Partyservice, sei es Bestellungen, die ich für einen Grosshandel mache. Und nachher gehe ich dann irgendwann zum Morgenessen mit dem Frauenli zusammen. Das gehört so ein bisschen zum Ritual, dass wir wenigstens dann einmal sehen am Tag. Und dann geht der Tag eigentlich so weiter im Geschäft mit der ganzen Produktion. Und spätestens am Mittag geht's eigentlich über 230 Mal im Jahr geht's ab irgendwo in der Schweiz, wo ich dann am Abend einen Grillkurs habe, die 6 mit 20 Personen. Und der Herr, der jetzt gerade bei mir sitzt, ist 11-facher Schweizer Meister in Grill und Barbecue. Wie schafft man das? Ja, wie schafft man das? Indem dass man 11 Mal gewinnt, übertrieben gesagt, oder? Aber die Tatsache ist natürlich, wir haben trainiert auf das her, am Anfang sehr stark trainiert. Irgendwann kommt dann die Routine dazu, und ich glaube, es ist halt schon so, helfen tut mir sicher, dass ich natürlich jeden Abend einen Grillkurs habe mit 20 Leuten, und das über 230 Mal im Jahr. Also das heisst, ich habe sehr viel Erfahrung am Grill. Ich kenne sicher die Lebensmittel in- und auswendig, was eine grosse Hilfe ist von der Zubereitung her. Und nachher ist das Entscheidende ist eigentlich nicht, dass ich sage immer, ich bin zwar 11 Mal Schweizer Meister geworden, aber ich bin vermutlich kochtechnisch gesehen sicher nie der Beste auf dem Platz, sondern ich bin einfach der gewesen, der es verstanden hat, so zu würzen und so zu kochen, dass es eben auch dem Juror gefallen hat. Und das ist einfach eine riesen Herausforderung. Und was hat dich angetrieben, den Weg zu gehen? Ich meine, eben, du sagst selber, es ist eine riesen Herausforderung, immer wieder neue Challenge. Was war so ein bisschen der Antrieb gewesen, den Weg zu gehen? Du machst das schon mega lang und mega erfolgreich auch. Ja. Ich habe mit knapp 16 bin ich mal in einen Grillkurs gegangen, beim allerersten sogenannten Grossmeister, den es eigentlich gibt, der Grillkurs anbaut. Das war wirklich einzigartig dazumal. Und ein halbes Jahr später, wo ich meine Lehre fertig hatte mit 16, habe ich gedacht, so, jetzt mache ich einen Grillkurs für die Metzgerei, für den Vater daheim. Weil ich gefunden habe, ein Grillkurs ist eine der besten Werbungen für ein Fachgeschäft. Da kannst du deine Produkte zeigen, kannst über deine Produkte reden und die Leute können es degustieren. Und so hat das Ganze angefangen. Das sind am Anfang 2-3 Kurse im Jahr. Dann hat es sich relativ schnell mal gesteigert auf 10 Kurse. Und in den letzten, sage ich jetzt mal 15 Jahren, ist es, glaube ich, noch gerne um die 230 Kurse im Jahr. Also, man wächst rein. Das ist eine riesige Leidenschaft. Also, der Beruf ist immer noch Metzgermeister. Aber das Grillieren ist doch rein vom zeitlichen Pensum her, wo es beansprucht, ist es halt heute mehr ein Tagesjob eigentlich. Metzgermeister, 11-facher Schweizer Meister. Wo hast du beißen? Du hast sicher auch schwierige Momente gehabt in deiner bisherigen Ja, ich habe schon Menge schwierige Momente in meinem Leben. Und ich glaube, das ist das, was mich dann am Schluss so einzigartig macht, wenn man das so sagen darf. Weil viele haben müssen eigentlich kämpfen gegen den Strom, haben müssen schwimmen. Am Anfang, wo ich mit Grillschuhen angefangen habe und auf dem Grill angefangen habe zu kochen, sei es Soßen machen, sei es Suppen machen, Dessert zubereiten, bin ich belächelt worden. Was ist denn da für ein Vollidiot? Grillen sind Würst und Steakbrötchen und Schnitzelkehren. Und heute ist es doch ein riesiger Trend. Heute ist Grillieren, Kochen im Freien und ist absolut grenzenlos. Nur bin ich halt einfach vielleicht 20 Jahre zu früh gewesen mit der Idee schon, dazumal. Und so habe ich mich immer wieder durchsetzen und auf die andere Seite muss ich aber auch sagen, dank dem harten Kampf und dass ich meiner Linie treu geblieben bin ich vermutlich auch einer der wenigen, der vor 40 Jahren angefangen hat mit Grillkursen und heute immer noch auf dem Markt ist. Also das ist auch nicht ganz selbstverständlich.
Was war gleich dein schwerster Moment gewesen? Also, weißt du, wenn du zurückschaust? Also ein schwerster Moment, ich sage immer, ein schwerster Moment im Beruf in dem Sinn habe ich eigentlich nicht gehabt, weil ich habe Menge Niederlagen gehabt und Menge wieder positive Sachen, sondern die schwersten Sachen sind, wo mir jetzt persönlich passiert sind, muss ich einfach sagen, ist natürlich, wenn du ein Telefon überkommst, du bist an einem Grillkurs, du kommst das Telefon über und auf dem Telefon heisst's, der Hans-Peter, du weisst, es ist dein Kollege, ringst ab und sagst, hoi Sali, Hans-Peter, wie geht's? Und am anderen Ort meldet sich dann eine Frau und sagt, nein, lass, da ist Anita, der Hans-Peter ist gestorben, aber ich habe deine Nummer nicht gekannt, darum habe ich sein Natel genommen. Und das ist etwas, was mich dann wirklich zerstört hat. Also da muss ich sagen, das ist alles andere, ist nur Peanuts, was ich erlebt habe, was berufsmäßig ist. Und das geht unter Tod. Und jetzt widmen wir uns wieder der schönen Seite. Du bist sehr erfolgreich. Grill-Ueli, was bedeutet dir Erfolg? Erfolg ist einfach irgendwo durch natürlich eine Bestätigung, aber ich bin jetzt nicht einer, der es extrem ausschlachtet, weil ich werde viel angegangen von Leuten, die mich eigentlich möchten betreuen, die sagen, du machst viel zu wenig daraus aus deinem Erfolg, den du hast, du holst zu wenig raus aus deinem Namen Grill-Ueli, den du dir aufgebaut hast über die vielen Jahre. Und ich sage einfach immer, ich möchte zu der Menschheit gehören, ich will angreifbar sein. Du siehst ja selber, wie es da jetzt abläuft auf der Olmen. Also, die Leute kommen, machen Fotos, geben Selfie, fragen mich Sachen und ich bin da, ich versuche für jeden da zu sein. Und das ist nicht immer ganz so einfach, wenn du am gleichen Tag 10.000 Mal die gleiche Frage kriegst. Also, das ist, glaube ich, die grösste Herausforderung. Wie ist es? Wirst du eigentlich angesprochen auf der Straße? Man sieht dich immer wieder im Fernsehen. Ja, ich werde sehr viel, sogar sehr oft angesprochen, aber immer, ich sage jetzt im Normalfall sehr normal angesprochen, indem, dass man einfach sagt, grüezi, aha, Sie sind jetzt der Grill-Ueli oder ist es jetzt der Grill-Ueli? Dann gibt's natürlich auch 2, 3 Personen, und ich glaube, das hat jeder, der ein bisschen irgendwo in den Medien tätig ist, dass er halt einfach dann ein bisschen fast angegangen wird, und das sind aber wenige Prozent eigentlich. Wie definierst du Glück? Ja, Glück, nach meiner Ansicht ist Glück, wenn eine innere Zufriedenheit da ist, wenn du selber glücklich bist. Also Glück in dem Sinn, wie es viele Leute sagen, Glück ist ein Haus, ist eine Familie, ist etc. Ich glaube, das Glück ist bei mir selber. Meine Zufriedenheit, mein Herz, das stimmt, meine Lebensphilosophie, die ich durchziehen kann, und mein Weg, wo ich gehen kann. Und wenn ich das kann, dann glaube ich, bin ich mehr als nur glücklich. Als Metzgermeister kannst du sehr gut kochen. Gibt es Sachen, die du noch gerne besser würdest können? Besser können würde ich seit vielen Jahren eigentlich. Also, das ist wirklich der schwächste Punkt von mir, ist, der feinere Umgang. Wenn man das so darf sagen. Also, ich bin ein verdammt ehrlicher Mensch. Ich sage geradeaus, was ich denke, und halt in der Sprache, wie ich aufgewachsen bin. Und das wird natürlich in vielen Fällen total falsch verstanden. Also, wobei ich immer sage, ich versuche einfach möglichst korrekt zu sein, ehrlich zu sein. Und da wäre ich manchmal froh, ich hätte vielleicht ein bisschen die diplomatische Umgangsform. Was glaubst du, ist der Mensch von Natur aus gut oder schlecht? Ja, ich glaube, der Mensch ist im Großen und Ganzen schon gut. Aber ich glaube, dass die schlechte Seite der grössere Teil ist von einem Menschen. Das wollen zwar viele nicht wahrhaben, aber wenn wir mal ernsthaft schauen, in erster Linie will man überall dabei sein. Aber wenn's Herd auf Herd kommt, geht's nur um einen selber. Und das ist doch für mich einfach schlecht. Also, ich bin ein Mensch, der sehr gern gibt, der sehr gern da ist für andere Leute. Und von denen hat es eigentlich viel zu wenig umeinander. Und von was bräuchte dann die Welt mehr? Oder von wo weniger? Eben von diesen Menschen, wie du sagst, oder? Ja. Also, ich glaube, die Menschheit, oder die Welt selber braucht mehr Leute, die einfach leben wollen und nicht immer nur Profit, sondern wenn es doch mir einigermaßen gut geht, ich zu essen habe, ich empfehle, ich kann umreisen, ich habe mein Zuhause, wo ich im Warmen liegen kann, ja, Herrgott Sterne, was will ich denn noch mehr? Also ich glaube, von dem, die schnelle Zufriedenheit, ein bisschen schneller zufrieden sein, ich glaube, das ist schon etwas, was man sollte können Definitiv. Und ich meine, wir wohnen ja so privilegiert, oder? Ja, viele sind sich da, glaube ich, einfach absolut zu wenig bewusst. Was ist für dich Heimat? Heimat ist dort hergekommen, wo ich mich wohlfühle. Für viele ist es dort, wo sie geboren sind. Das ist bei mir absolut nicht so. Also da muss ich jetzt ganz klar sagen, sondern ich fühle mich immer wieder daheim. Und zwar einfach dann, wenn ich mich wohlfühle. Wobei, wenn ich dann etwas möchte als Heimat definieren, dann ist es ganz klar, dass ich in der Schweiz wohne. Und das will ich auch nicht missen. Also das ist dann schon ein Stückchen spezielle Heimat natürlich, aber nicht jetzt auf eine Ortschaft bezogen. Kommen wir wieder generell, was verstehst du unter einem erfüllten Leben, Ueli?
Ich glaube, ein erfülltes Leben ist, wenn du mit gutem Gewissen den Leuten in die Augen schauen kannst, wenn du pensioniert bist, dein Leben kannst anfangen zu geniessen, unter die Leute darfst gehen und nie eigentlich einem etwas schuldig bist. Ich sage immer, wenn ich als Geschäftsmann jedes Wochenende alle Rechnungen zahle und wenn ich aufhöre, Geschäfte alle Rechnungen gezahlt sind und mir geht's gut und der Familie geht's gut, dann glaube ich, dann ist das Ziel, das ich erreichen wollte. Hand aufs Herz. Was war die längste Minute, die du je hast müssen überstehen? Oh, das ist jetzt eine harte Frage. Kann ich fast nicht beantworten, weil so jetzt einfach, also ich darf Gott sei Dank, vielleicht muss ich jetzt Holz anlangen, Gott sei Dank sage ich bin nie in einer Situation gewesen, wo ich um ein Leben haben müssen bangen, wo ich irgendwo neben jemandem geknäult bin und denke, das geht nur gut, das kommt nicht gut, weil ich glaube, das wären, glaube ich, wirklich dann sehr lange Minuten. Aber das habe ich Gott sei Dank noch nicht dürfen erleben und nicht müssen erleben. Wenn du jetzt eine halbe Minute die ganze Aufmerksamkeit von unserem Planet auf dir hättest, was würde der Grill-Uli sagen oder machen? Also ich glaube, in der heutigen Zeit, jetzt, per heute würde ich sagen, liebe Damen und Herren, versuchen, auf Luxus verzichten, hören auf Plastik zu brauchen, hören auf Edel- und Luxusprodukte zu kaufen, sondern versuchen doch wie früher im Tauschhandel einander zu helfen und mit weniger zufrieden sein. Und dann geht es unserem Planeten nämlich auch einiges besser, weil wir gehen vermutlich, wenn wir jetzt die ganze Erde und alles anschauen, schon in eine falsche Richtung. Wenn jetzt ein beliebiger Moment von deinem Leben noch einmal könntest durchleben, welcher wäre das? Welcher Moment? Das sind eigentlich sehr viele schöne Momente, die ich hatte. Aber ich glaube, die schönsten Momente für mich sind die 18 Mal, wo ich schon auf der Malediven war. Einfach am Strand liegen. Und in dem Moment, wo einfach kein Mensch auf der Insel irgendetwas sieht oder etwas reagiert und du siehst draussen wie die Delfine vorbeischwimmen und die Leute sind so blöd, auf Deutsch gesagt, in ihren Laptops oder in einer Nattel verzerrt am Strand und sie nicht einmal gesehen, dass der Delfinschwarm vorbeischwimmt, dann muss ich sagen, das ist eine Katastrophe. Und für mich ist das der schönste Moment, wenn ich in der Natur raus Erlebnisse habe, wo alle anderen eigentlich nicht sehen, weil sie einfach zu blind sind dafür. Das heisst, Social Media, schadet das den Menschen? Also ich sage natürlich ganz klar, also der es richtig macht, der profitiert natürlich unheimlich von den Social Media. Aber sind wir mal ganz ehrlich, die ganze Social Media Geschichte, die ganze Telefongeschichte, das hat uns doch absolut verdammt. Also wir haben das Kollegiale untereinander, das Menschliche untereinander, haben wir doch total verloren. Also du würdest jetzt so weit gehen und würdest sogar sagen, das Internet ist eher schlechter als besser für die Menschen, auch für die Zukunft denkt. Ja, das behaupte ich alleweil, weil, weißt, früher, ich sage einfach ein Beispiel jetzt von mir, ich habe das Restaurant übernommen vom Vater, weil ich das Gefühl hatte, Restaurant und Metzgerei, es kann doch nicht sein, dass das wieder zugeht, wieder ein Dorfmetzger, wieder ein Dorfläderli, das zugeht. Und jetzt, 2 Jahre später, ist es trotzdem zu, weil es einfach grundsätzlich niemand interessiert. Also früher ist man in ein Restaurant gegangen, am Abend, am 8 Uhr, hat sich austauscht und wenn du dann am Stammtisch zugelassen hast, dann hast du gehört, wie, ich sage jetzt 30% von den Leuten, was? Das ist heute passiert? Ja, das habe ich gerne mitbekommen. Heute hocken keine mehr am Stammtisch, weil sie wissen alles am Morgen um 8 Uhr schon, wenn sie ihr Telefon einschalten oder um 7 Uhr. Mit der Push-Meldung, oder? Und, ja, und das Ganze untereinander, sich austauschen, miteinander etwas lernen, miteinander etwas weitergeben, das ist total verloren gegangen. Siehst du gleich noch Chancen im Internet? Chancen gibt's immer. Ich meine, ich bin auch einer, der die Chance im Internet eigentlich mehr nutzen sollte, weil das Leben geht in die Richtung. Die Frage ist, wie weit willst du dich noch darauf einlassen? Ich denke jetzt, ein Mensch wie du, in deinem Alter, der braucht das vermutlich noch. Ich sage mir, in den letzten 7 Jahren vor meiner Pension mache ich das nur. Ich gehe einen anderen Weg, ich gehe weiter zurück. Ich habe sogar gesagt, ich fange an, meine Termine wieder im Handblöckchen einschreiben. Ich lasse mich nicht hetzen über Mails, die ich im Alltag, dass ich ins Burnout laufe, sondern ich beantworte dann, wenn ich Lust habe zum Beantworten und dann, wenn ich Zeit habe. Und weil einer nicht die Zeit hat, zum 2 Tage warten, bis er eine Antwort bekommt, dann ist er bei mir definitiv falsch am Platz. Kommen wir gerade zu deinen Terminen. 230 Mal im Jahr bist du gebucht. Wie findest du da deine innere Balance? Also man weiss ja, man redet ja häufig davon, Köche leben unter einem grossen Stress. Meine Tante ist selber auch Köchin.
Ich habe einen guten Freund von mir, der umgesattelt ist, genau aus diesem Grund, aus dem Stress, aus dem fast ein bisschen Burnout bekommen. Ja. Wie geht man da mit der inneren Balance? Wie findest du die innere Balance? Man muss erstens mal eine gesunde Einstellung haben zu dem, was man macht. Also man muss wissen, auf was lohne ich mich ein. Ich bin mir bewusst, ich tue morgen 3,5 Stunden lang für meinen Grillkurs Lebensmittel rüsten, dass alles perfekt anliegt, wenn die Gäste kommen. Ich tue 1,5 Stunden, bevor die Gäste kommen, den ganzen Grillplatz einrichten, mit Grill, mit Schnittbrettern, mit dem ganzen Material. Habe nachher 5 Stunden lang einen Kurs und tue nach dem Kurs 2,5 Stunden wieder alles putzen, reinigen und zusammenräumen und fahre dann meistens noch 1,5 Stunden heim. Ja, und das mache ich eigentlich nach bereits schon mal einen 8-tägigen Arbeitstag, 8-stündigen, den ich hatte, voraus. Also, und das heisst einfach für mich, das ist da, wo ich ja viel gefragt werde, wie machst denn du, wie haltest du das aus? Ich meine, jetzt bist du 57 und machst das immer noch. Und da muss ich einfach eins sagen, ich gehe in dem Moment, am Nachmittag um 2, wo ich abfahre, meine Grillschuhe, tue ich mein Hebel über und dann fängt für mich das Hobby an. Das hat nichts mit Beruf zu tun, sondern das ist bei mir pure Freude. Da geht es ums Grillieren, da geht es mit 20 Leuten etwas zu kreieren, etwas zu machen. Und ich kann dir einfach eins sagen, ich habe jeden Abend eine Grillparty mit 20 Leuten und was gibt's denn Geileres? Also das ist ja so etwas Cooles. Jeden Abend kommen genau die gleichen Fragen zu dem Menü, das wir machen. Aber jeden Abend sind sie anders gestellt und jeden Abend läuft ganz anders ab. Und das ist ja so etwas Geniales. Und das ist für mich Motivation pur. Das heisst, mit anderen Worten, du kannst deinen Traum leben und von dem auch leben. Also Das von ist deiner so. Passion. In dem Sinne, du hast wie können etwas finden, wo quasi Hobby zum Beruf. Das ist eindeutig so. Das ist eindeutig so. Oder? Und Das dann musst muss du es einfach im Kopf eine musst du es auch unglaubliche umsetzen. Oder? Bereicherung sein. Unbedingt. Also das musst du erstens musst du es im Kopf können umsetzen und zweitens musst du es irgendwann auch realisieren. Ich meine, ich habe Haufen Jahre eigentlich das nicht realisiert. Ich habe immer beides gemacht. Ja? Und jetzt gehe ich den Schritt immer weiter weg vom Herkömmlichen, vom Metzgermeister, gehe einfach mehr in die Grillschule ein, in die Grillszene ein. Bin mir aber bewusst, dass das natürlich für mich einfach heisst, ich fange am Mittag an und arbeite dafür bis Nacht um 2. Also ich habe immer Sport eigentlich, mein Job, weil ich die Kurs immer am Abend habe. Aber es ist eine unheimliche Zufriedenheit, die es gibt, weil ich kann meinen Rhythmus gehen, ich kann alles allein machen, ich empfange jeden Abend 20 Personen und alle hören auf mich und alle machen mit mir. Und was willst du mehr? Also das ist absolut genial, oder? Mhm. Wann ist für dich der Schritt gekommen, wo du hast sagen, jetzt wage ich es. Jetzt gehe ich das Risiko ein. Ich meine, du hast ein regelmäßiges Einkommen, ein sicheres Einkommen als Metzgermeister. Und irgendwann musst du sagen, jetzt steige ich in den Ring. Ja. Wann ist der Moment gekommen? Also den Moment habe ich ja schon eine Weile eigentlich vor mir, aber einfach schleichend vielleicht. Das ist nicht so ein Moment, wo ich einfach fix jetzt das Datum, aber es ist natürlich schon so, in dem Moment, wo ich jetzt im Frühling das Jahr die Metzger zugetan habe, weil meine Frau musste den Fuß versteifen und ich eigentlich innerhalb von Tagen habe müssen entscheiden, was mache ich. Sage ich meine 200 Grillkurse und Partyservice ab, die ich habe, wo alle schon gebucht sind, oder tue ich die Metzger zu. Und für mich, ich kann dir ehrlich sagen, ich habe nicht eine Nacht müssen schlafen. Für mich war von Anfang an klar gewesen, okay, Metzger tue ich zu. Weil das Grillieren ist da, wo einfach mein Herz aufblühen lässt, wo meinem Körper gut tut und wo meine Gesundheit gut tut und wo ich einfach gemerkt habe, da kann ich 15 Stunden arbeiten und ich werde garantiert sicher nie an ein Burnout laufen. Weil einfach die Freude, zu meinem Burnout laufen, ist da viel zu gross. Beim anderen ist das, wäre ich viel schneller einmal rein gewesen mit der Metzgerei. Weil einfach der Druck, immer allen recht zu machen, jeden Tag da zu stehen, jeden Tag müssen dich rechtfertigen, wieso es der Preis so viel kostet, wieso das so ist, wieso es im Ausland günstiger ist. Da drehst du durch. Da verstehe ich jeden, der das miterlebt. Du sprichst mir aus dem Herz, ist mir ganz genau auch so gegangen, als ich mich selbstständig gemacht habe, sprich den Schritt dann gewagt habe und ich einfach musste abwägen, oder, für mich. Ich hatte auch einen sicheren Job gehabt mit einem sicheren Einkommen, aber ich habe einfach sagen, Nummer 1 ist das Wohlbefinden. Das ist so. Und vor allem, ich bin mega dankbar, dass ich in mir innen etwas gefunden habe, wo sagt, so eine Alarmglocke, und jetzt schaust du, also etwas Präventives, oder? Und dann konzentrierst du dich auf deine Passion. Und das kannst du in dem Fall auch leben. Jetzt, wie siehst du dich in 10 Jahren? Du hast es vorhin angetippt, Pension. Kommt ja immer näher. Das ist Bei so. mir geht es noch ein paar Jahre länger. Also ich denke, in 10 Jahren wird es so sein, dass ich einfach jeden Tag im Grill stand. Aber einfach nur für 2 Personen, für mich und meinen Schatz. Und ich werde das Leben geniessen, das garantiere ich jedem. Also wenn ich gesund bleibe, glaube ich ja nicht, dass ich in ein Loch hier gehe, weil ich werde es so viel geniessen. Also
das ist für mich, wenn ich teilweise die Leute beobachte, die pensioniert werden, die absolut kein Hobby haben, die nicht wissen, was machen, die in ein Loch hineingehen, das ist so für mich so etwas Unvollverständliches. Also, da muss ich einfach sagen, die haben sich zu wenig darauf vorbereitet oder haben sich nicht befasst im vorhergehenden Leben, was eigentlich aufs zukommt. Und sind wir doch ehrlich, 65, dann fängt das Leben an. Also, und dann fängt, genau, aber dann fängt eben das Leben an, man muss es eben richtig sagen, dann fängt eben das Leben an. Bis jetzt haben wir gelebt und jetzt wollen wir auch leben. Ja, und ich denke, das muss das Ziel sein. Und dich sieht man irgendwo in den Malediven? Oder? Ja, nicht unbedingt, weil ich bin natürlich, weißt du, das ist das, was du vorher kurz schon angesprochen hast, die Zufriedenheit, die ich habe, nur noch das Risiko, jetzt nur noch eins bei. Ich verdiene vielleicht jetzt im Moment 3.000 bis 5.000 Franken weniger im Monat als früher, wo ich brutal Geld verdienen. Aber ich habe dafür nur jedes Jahr auf Malediven. Das kann ich mir nicht leisten, weil es kostet 18.000 Franken. Kann ich mir nicht leisten. Will ich mir aber auch nicht leisten. Weil du mit Herzblut in einer Leidenschaft jetzt bin ich daheim und gehe mit der Frau halt zu Berg und esse einen Salzitz und trinke einen Most. Und es ist genau so geil, wie wenn ich den Delfin zuschaue. Aber ich muss das Leben einfach geniessen. Wie sieht bei dir ein gelungener Feierabend aus? Gelungener Feierabend ist wie heute Abend, dass du rauslaufst. Brauchst sicher einen Moment. Das ist immer gut, wenn du noch eine gewisse Strecke musst heimfahren, weil dann hast du die Zeit, um ein bisschen runterzufahren, um das Ganze noch mal ein bisschen Revue durch den Kopf zu holen, was läuft. Aber ein gelungener Abend ist in den meisten Fällen eigentlich, wenn du nachher so eine halbe Stunde nach dem Anlass kannst sagen, wow, geiler Anlass gewesen, wunderschöner Anlass gewesen, lässige Leute um mich herum gehabt und mit gutem Gewissen kannst du liegen gehen. Genau so ist es mir gegangen. Uli, wenn wir miteinander zu tun haben, wenn wir miteinander an der Messe am gleichen Stand sind, dann, sind wir ehrlich, dann ist die Party abgegangen. Jetzt ohne Selbstlob, oder? Nein, das ist ja so. Also, wir sind uns von Anfang an sympathisch gewesen, als ich dich kennengelernt habe. Er hat gesagt, das ist ein hure Schnörri, aber Tatsache ist, dass natürlich die Leute über mich das Gleiche sagen. Aber wenn du nicht redest, wie willst du denn die Aufmerksamkeit erzielen? Und wir sind jetzt halt einfach für das geschaffen, wo wir halt mit den Schnörren, aber halt trotzdem mit hohem Fachwissen eigentlich den Leuten etwas präsentieren. Und da kannst du einfach mit Schweigen nicht machen. Es geht einfach so. Und ich denke, das ist unsere Stärke und die setzen wir halt einfach um. Absolut. Was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern von Salis trifft an dieser Stelle noch auf den Weg geben? Ja, man hat das schon ein bisschen gehört im Interview. Also, was ich den Leuten möchte auf den Weg geben, ist mehr Menschlichkeit, mehr Nähe zum Nachbar, mehr Miteinander als Gegeneinander und einfach wieder einen Schritt zurücktreten vom Gesamten, mit weniger zufrieden sein und für da, wo direkt vor der Haustür ist, einfach geniessen und auch sehen. Uli, auch da sprichst du mir wieder aus dem Herz. Ich wünsche dir auf jeden Fall all the best. Der one and only Grill Uli ist jetzt bei mir vorbeischauen. Ich habe eine riesen Freude. Ich wünsche dir im privaten und beruflichen Bereich alles Gute. Danke noch, hat mich riesig gefreut, dass ich mit dir das Interview machen. Danke vielmals. Salis trifft. Die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Das ist der Podcast Salis trifft. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk mir doch bitte deine Bewertung auf iTunes und hinterlasse mir einen kurzen Kommentar. Ich freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal.